Wunderschönen Dienstagmittag. So schön, dass du eingeschaltet hast. So schön, dass wir gemeinsam wieder die Zeit hier am Dienstag verbringen können, um einfach nochmal die Message zu reflektieren und einfach gemeinsam ins Gebet gehen. Hey, mega schön, dass ihr heute mit dabei seid, Vanessa, Isa. Schön mit euch gemeinsam hier den Dienstagmittag verbringen zu können. Geht's euch gut? Ja, danke schön. Ja, Sehr. doch. Sehr eine Hey, wir haben eine coole Message am Sonntag gehabt vom Joel und vom Dome. Und ich bin gespannt, einfach da reinzuspringen in das Thema. Aber Vanessa, könntest du einfach anfangs für uns beten, bevor wir das machen? Wäre das in Ja, Ordnung? gerne. Super. Herr Vater, wir danken dir für diesen Mittag, diese Zeit, die wir dir widmen dürfen, die wir im Gebet mit dir, einfach im Gespräch mit dir sein dürfen. Und ich danke dir für jeden, der zuschaut. Und ich danke dir, dass du weißt, was du mit jeder halben Stunde hier vorhast. Und wir legen dir diese Zeit hin und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du zu uns reden darfst, sprechen darfst, dass du bei uns sein darfst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich habe gesehen, es sind schon einige im Chat mit drin. Richtig, richtig cool, dass ihr mit dabei seid. Hey, lasst uns den Chat auch einfach nutzen, um uns gegenseitig zu unterstützen, uns zu ermutigen. Aber ganz besonders möchte ich, dass wir den Chat anfangen zu nutzen, nicht anfangen zu nutzen, sondern wir machen das schon, aber gerade heute auch nochmal so benutzen, dass dass ihr einfach füreinander auch betet. Lasst uns den Chat nutzen, einfach zu schauen, hey, was sind vielleicht Anliegen, die du hast. Schreib sie in den Chat rein, wenn du das möchtest. Ich habe gesehen, dass ein paar das schon gemacht haben. Und ich möchte dich einfach herausfordern, dann einfach für diese Anliegen zu beten. Und vielleicht möchtest du das Gebet sogar aufschreiben und in den Chat mit reinschicken, die Person einfach taggen. Man kann einfach das Ad-Zeichen drücken und dann kann man die Person taggen, die das Gebetsanliegen reingeschrieben hat. Und so können wir einfach miteinander, auch im Chat, einfach interaktiv miteinander und füreinander beten. Ich glaube, dass das eine Riesenmöglichkeit ist. Hey, sehr cool. Das Thema ist Ehrfurcht bewirkt Wunder. Das war das Thema am Sonntag. Ich habe so meine Gedanken zum Thema Ehrfurcht oder zu dem Wort Ehrfurcht. Da möchte ich gerne werde ich gleich auch noch mal ein bisschen was sagen. Aber Vanessa, was bedeutet für dich das Wort Ehrfurcht? Vielleicht Ehrfurcht vor Gott gerade auch. Ja, für mich bedeutet das in erster Linie, dass Gott Gott ist, dass er mich nicht braucht, dass es nicht um mich geht in meinem Leben, sondern dass Gott ein großes Bild sieht, einen großen Plan hat und ich Teil davon sein darf. Und obwohl er der größte Gott ist, der einzige Gott ist, sieht er mich und braucht mich und will mich brauchen. Ja. Aber in erster Linie geht es nicht um mich. Ja. Ja, ich finde die Definition mega cool. Also das macht voll Sinn. Ich würde voll gerne wissen, was du im Chat so denkst. Ich habe die Frage mal reingestellt, was bedeutet Ehrfurcht für dich? Weil für mich ist es so, dass das Wort Ehrfurcht so ein bisschen fast so einen negativen Touch schon hat für mich irgendwie. Wenn ich an Ehrfurcht denke, dann denke ich so, weiß ich nicht, Ehrfurcht vor einem Leiter oder Ehrfurcht vor jemandem. Ehrfurcht ist so, oh, ich muss Abstand halten, ich darf nicht in die Gegenwart und Ehrfurcht ist vielleicht auch so ein bisschen Angst oder Respekt also das sind so Sachen, an die ich irgendwie denke. Aber ich finde die Definition eigentlich gut, dass es darum geht, dass es nicht, dass Gott mich vielleicht nicht unbedingt braucht, aber er möchte mich nutzen. Also, für mich ist es ja auch eine unglaubliche Erleichterung oder es nimmt mir die Last ab, dass ich immer die Kontrolle oder immer den Überblick behalten muss. Es nimmt mir, wie wenn ich einen Leiter habe, wenn er der Leiter ist, dann ist er am Schluss endlich verantwortlich dafür. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht selber für mein Handeln verantwortlich bin, aber schlussendlich muss ich es nicht tragen, muss ich nicht die ganze Welt auf meinen Schultern tragen, sondern da ist ein Gott, der alles sieht und alles trägt. Und das ist für mich unglaublich entlastend. Ja, cool. Ja, das macht voll Sinn. Ja. Isa, wie ist das für dich, wenn es um das Thema Ehrfurcht geht? Also Ehrfurcht, für mich ist Ehrfurcht bedeutet auch Unterordnung, Respekt.
Und ich habe überhaupt kein Problem mit diesem Wort, wirklich nicht, weil wenn es um Gott geht, wohlverstanden, ich habe wirklich extrem Ehrfurcht vor Gott und es ist nicht eine Furcht, sondern es ist, ich möchte Gott die Ehre geben und ich möchte, dass mir immer bewusst ist, eben wie du gesagt hast, Vanessa, ich bin ein Mensch und Gott ist Gott. Er ist Gott, ich nicht. Und ich möchte, dass mir bewusst ist, woher komme ich oder wie habe ich diesen Gott kennenlernen dürfen. Und das löst in mir eine unglaubliche Ehrfurcht aus, im Sinne von, hey, es ist einfach gewaltig, was dieser Jesus für mich am Kreuz getan hat. Und das löst in mir eine gewaltige Ehrfurcht aus. Und darum impliziere ich dieses Wort Ehrfurcht jetzt über meinem Leben oder mit mir selber. Ich finde das ein wunderschönes Wort. Weil es zeigt einfach, hey, ja, ich habe meinem Gott den höchsten Respekt zu zollen. Ich habe meinem Gott die höchste Dankbarkeit zu geben, weil er für mich am Kreuz gestorben ist, um mich zu retten, um mir diese Hilfe anzubieten. Und das ist einfach unglaublich krass. Was bedeutet das für dich dann, wenn es um das Thema Beziehung und Vaterschaft geht? Weil das ist, für mich hört sich das so ein bisschen fast widersprüchlich an, so der liebende Vater, aber der ehrfürchtige Gott, vor dem ich diesen Respekt haben muss. Wie passt das da für dich zusammen? Eben für mich ist Ehrfurcht nicht, also logisch eben Respekt, ja, aber ich habe ich würde jetzt behaupten, ich habe einen gesunden Gottesrespekt. Ja, okay. Ich habe einen, wie soll ich sagen, dieser Respekt ist, da kommt eine so krasse Dankbarkeit über mich. Ja. Das ist mein Respekt, dem ich Gott so die Ehre gebe. Diese Dankbarkeit und eben weil ich weiß, er hat für mich bezahlt und ich hatte ein Vaterbild, ich habe meinen Vater wie er wirklich war, nicht wirklich gekannt. Und so habe ich jetzt das Glück in diesem, also logisch habe ich meinen Vater gekannt, aber er war sehr introvertiert und darum habe ich ihn eben nicht wirklich gekannt. Aber das ist für mich jetzt eher ein Glück, weil so habe ich kein falsches Gottesbild, sage ich mal, oder? Es ist für mich nicht ein Vater, dem ich mich ständig unterordnen muss, vor dem ich Angst oder Furcht haben muss, sondern ich habe auf einer neutralen Basis starten können. Ja. Und darum ist für mich Gott der absolute liebendste Vater, den es überhaupt gibt. Und es beißt sich jetzt in meinem Leben 0,0, indem ich mich total ihm unterordne. Weil der Punkt ist, für mich geht Ehrfurcht und Weisheit läuft für mich Hand in Hand. Also das sieht man im Alten Testament auch, wie die Israeliten Gott gedient haben mit Ehrfurcht, aber in dieser Weisheit auch. Und ich denke, wenn ich diese Weisheit, diese göttliche Weisheit erhalte und bekomme, eben zum ersten Mal, als ich Jesus kennengelernt habe, was er für mich am Kreuz getan hat, dann kann ich in diesem göttlichen Verständnis eine Ehrfurcht entwickeln Gott gegenüber, dem ich alles zutraue, der Wunder in meinem Leben tun kann und vor dem ich aber mich nicht fürchten muss, sondern in seine Arme laufen kann wie ein kleines Kind. Ohne mich zu fürchten eben. Mega spannend. Wolltest du noch was dazu sagen? Mir ist eine Geschichte eingefallen noch, die ich erlebt habe vor 2 Wochen. Und zwar, ich habe angefangen, solche True Crime Podcasts zu hören. Und mit der Zeit ging es mir dann aber immer schlechter, weil es hat mich... Was ist das? Kannst du das sagen? Ich weiß nicht, was du... So ein Podcast, der geht über wahre Verbrechen. Und ich finde das sehr spannend, aber mit der Zeit habe ich gemerkt, es tut mir nicht mehr so ganz gut. Und ich habe dann auch Gott so ein bisschen gefragt, ja, wieso gibt es solche schlimmen Dinge und wieso macht das so viel mit mir? Und dann hat er mir gesagt, ja, ich sehe all diese Dinge, die auf der Welt passieren und ich bin Gott, weil ich kann es tragen, ich kann es sehen und du bist gar nicht gemacht dafür, dass du das alles anhören kannst und dass es dir noch gut geht, weil du musst das ja auch nicht tragen, du musst es ja auch nicht sehen alles. Ich bin ja Gott, ich kann das. Ja, das hat mir wieder so klar gemacht, dass ich ja nur ein Mensch bin und ich auch gar nicht wissen muss, was alles passiert auf dieser Welt, weil ich es gar nicht verkraften könnte. Genau. Mega, mega spannend. Ich musste gerade eine Story von mir denken, wo du das erzählt hast. Vor so knapp, ich glaube es ist mittlerweile
12 Jahre her oder so, stand ich im Worship mal und war so eine krasse Worship-Zeit. Das war auf so einem Camp gewesen, war richtig, richtig cooler Worship und ich stand halt da und dann hatte ich so das Gefühl, dass ich mich umdrehen soll. Und dann denkst du, ja, während Worship kannst du das schon einmal machen. Und dann habe ich mich umgedreht und da saß jemand auf dem Boden und hat geweint. Und ich hatte so das Gefühl, hey, geh rüber und bet für die Person oder kümmere dich um die Person, wie auch immer. Und ich habe gedacht, ich bin gerade im Worship, ist gerade mega cool, ich brauche das jetzt gerade nicht. Ne? Und dann habe ich wieder also so, als ob ich da hingehen soll. Und ich habe wieder gesagt, nein, Gott, brauche ich, also nein, ich will jetzt hier gerade dich anbeten. Also ne, es geht jetzt um dich, nicht um die Person, wie auch immer. Und da habe ich es ein drittes Mal gehabt, ich gesagt, okay, also du sollst jetzt gehen. Da habe ich gedacht, okay, cool, sure, ich mach's. Habe mich rumgedreht und habe gesehen, dass eine andere Person bei der Person saß und für die Person gebetet oder sich um die Person gekümmert hat. Und in dem Moment habe ich so gemerkt, als ob Gott so gesagt hat, hey, ich brauche dich nicht. Ich kann auch jemand anderen schicken, aber ich will dich. Und das fand ich halt irgendwie so ein krasser Moment. Und wenn das die Ehrfurcht vor Gott, dass er halt, wie du am Anfang auch so gesagt hast, dass er uns nutzen möchte und dass er uns gebrauchen möchte. Also er braucht uns nicht, aber er möchte uns nutzen. Und wenn wir ihm dann diese Ehrfurcht entgegenbringen, oder? Dass wir uns diesen Gehorsam auch, genau. da einfach Genau. uns das zu Vertrauen investieren. auch. Und das Ja. Coole an dieser Geschichte ist ja genau, du hast keinen strafenden Vater. Mm. Er hat dich jetzt nicht mit einem Blitzschlag niedergestreckt, oder? Sondern er hat einfach liebend eine andere Person zu dieser Person hingeführt und dir somit gezeigt, hey, schau mal, ich hätte dich gerne gebraucht, weil das wäre ja auch Worship, oder? Der anderen Person hin. Aber ich habe jetzt eine andere Person genommen, ohne dich zu strafen. Und genau das ist doch das Coole, oder? Dann auch wieder dieses Väterliche für diese Person, die das Gebet gebraucht hat, oder? Weil sie hat es gebraucht und Gott hat gesagt, er mobilisiert jetzt irgendeinen Beter, egal wer. Einfach um dieser Person Gutes zu tun. Mega. Hey, ich fänd's cool, wenn wir das ganze Thema Ehrfurcht einfach mal auch mit ins Gebet reinnehmen. Ich find's cool. Im Chat geht gerade einiges ab. Es sind viele Leute, die einfach Gebet für gewisse Dinge brauchen. Viele warten auch ein Wunder oder brauchen ein Wunder. Isa, könntest du uns einfach im Gebet einfach mitnehmen? Einfach gerade zu dem Thema Ehrfurcht und gerne auch einfach für Wunder innerhalb des Chats einfach auch beten. Es sind einige, die Gebet auch für ihre Kinder brauchen, Gesundheit. Also diese Frau sagt, unsere beiden Kids brauchen gerade beide ein Wunder und ich darf mich weiter im Loslassen und Vertrauen üben. Genau, einfach, da braucht jemand einen Wunder für einen Visa in Deutschland, damit sie dort arbeiten können. Einfach ein paar Dinge, die einfach gerade passieren. Wäre es in Ordnung, wenn du uns da mal mit reinnimmst, Isa? Ja. Super. Sehr gerne. Ich danke dir, Vater, dass du ein absolut genialer Vater bist, der Beste, den es gibt. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist. Und ich danke dir, dass wir einfach voller Erwartungen zu dir kommen dürfen und dich bitten dürfen, dass du Wunder tust in unserem Leben. Gerade dort, wo jetzt in den Chat geschrieben wurde, sei es für Kinder, sei es für Visa, sei es für was auch immer, Jesus. Ich brauche es dir gar nicht aufzuzählen. Du weißt, welche Person was für ein Wunder braucht. Und ich danke dir, dass wir einfach ehrfürchtig vor dich kommen dürfen, im Wissen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir einfach Wunder erwarten dürfen. Es ist nicht selbstverständlich, dass du uns Sünden vergibst, dass du uns Krankheiten heilst, dass du dies und jenes tust. Es ist nicht selbstverständlich. Aber du hast dich entschieden, uns zu beschenken. Du hast dich entschieden, uns zu beschenken. Du hast dich entschieden, Wunder zu tun. Du hast dich entschieden, uns Gutes zu tun, uns zu segnen, uns gnädig zu sein, uns zu heilen und zu befreien. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir so sehr, dass du uns unendlich liebst und dass du es liebst,
deine Gaben, deine Wunder, deine Heilungen über uns auszugießen, deinen Arm zu bewegen. Und wir beten dich an als unseren lebendigen Gott, dem nichts und gar nichts unmöglich ist und der gerne hilft, der gerne gibt und der im Überfluss gibt und der sich verschenkt an uns. Ja. Und wir nehmen dich als Geschenk an und wir danken dir für dich und für das, was du jetzt tun wirst und immer schon getan hast und immer wieder tun wirst. Danke für deine Liebe und danke für deine Barmherzigkeit für uns. Amen. Was wir gerne mit euch machen möchten, ist nochmal in die Message ein bisschen mit reingehen. Und der Jon und Dom haben über 10 Bibelverse gesprochen, was Ehrfurcht bewirken kann. Und wir werden einfach die Bibelverse, da werden wir einfach durchgehen. Wir werden über ein paar Bibelverse beten. Ich weiß nicht, ob wir alle 10 Bibelverse schaffen werden. Das müssen wir nochmal gucken. Aber ich würde gerne mit dem ersten Bibelvers anfangen. Und zwar ist das Psalm 31, Vers 20. Wir haben es sowohl als Einblender als auch das Chat-Team. Ich wäre dankbar, wenn ihr den Vers einfach einmal reinposten könntet, damit wir den direkt da haben. Und lasst uns das einfach gemeinsam da einfach miteinander füreinander da auch beten. Und zwar steht in Psalm 31, Vers 20a steht: Herr, wie viel Gutes hältst du doch bereit für alle, die Ehrfurcht vor dir haben. Was löst es bei euch aus? Also Gott ist ein Gott für alle Menschen, egal ob sie ihn kennen oder nicht. Aber ich glaube schon, also dass Ehrfurcht einfach etwas ganz Spezielles ist, was Gottes Herz bewegt. Und weil wir sprechen ja dann auch mit ihm, wir leben Beziehung mit ihm, oder? Ehrfurcht, ich kann ja nur Ehrfurcht vor Gott haben, wenn ich mit ihm Zeit verbringe, wenn ich mit ihm spreche. Ja. Und ich glaube, dass das Gottes Herz bewegt, wenn wir Beziehung leben mit ihm. Ja. Und dass er dann natürlich noch viel mehr Gutes an uns und für uns tun kann, weil ich mit ihm spreche, weil er mir antworten kann, weil er mir seine Weisheit gibt, damit ich dann weiß, was ich zu tun habe. Ob ich einen Arzt aufsuchen soll, ob ich ins Gebet gehen soll, ob ich einen Spaziergang machen soll, keine Ahnung. Also einfach ganz random, aber eben, Gott spricht und das bewirkt Wunder, wenn wir seinem Sprechen folgen, auf ihn hören. Ja, mir fällt spontan diese andere Bibelstelle ein, in der es heißt, ich finde mein Leben, wenn ich es loslasse. Okay. Also für mich ist es, Gott kann so viel mehr tun, als ich es kann in meinem Leben. Und wenn ich anerkenne, dass er Gott ist, dass ich da die Kontrolle ihm geben darf, ihm vertrauen darf, dass er etwas Gutes daraus macht. Ja. Ja. Und auch Jesus, als er ans Kreuz ging, hat er ja auch gebetet, wenn es möglich ist, dann lass es an mir vorbeiziehen, aber ich unterstelle mich deinem Willen und du bist Gott. Und das ist so, in so vielen Situationen in meinem Leben musste ich sagen, ja, ich möchte das jetzt nicht unbedingt, aber wenn du es willst, dann unterstelle ich mich dem. Und es kam immer gut raus. Er hat immer etwas Gutes draus gemacht. Ja. Mega spannend. Renate hat gerade was gepostet, was ich mega spannend finde, ist ihre Definition von Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott ist für mich höchster Respekt ohne Angst. Das finde ich gut, Amen, oder? Renate, Das ist eine sehr, sehr gute Art und Weise, ja. Sehr cool. Hey, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir für was beten sollten, dann springt einfach rein, okay? Also sonst gehe ich einfach die Bibelverse. Nächsten Bibelvers, den ich mega spannend finde, ist Psalm 115, Vers 13. Steht: Sein Segen gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen, ganz gleich ob unbedeutend oder einflussreich. Und was ich spannend finde, ist, der Segen ist ja ähnlich wie beim ersten Vers, das viel Gutes, das ist ja irgendwo, ne? Es ist ja schon sehr ähnlich. Aber ich finde es cool, dass es nochmal aufgelistet wird, dass egal ob unbedeutend oder einflussreich, finde ich schon interessant. Also es ist egal, wer wir sind und den Status auf dieser Welt, oder? Spielt für Gott überhaupt keine Rolle.
Gott hat den Segen einfach für uns alle. Genau gleich, hey. Ja, genau. Mhm. Und ich denke, das müssen ganz viele Menschen hören, immer und immer wieder, dass es ganz egal ist, wer du bist. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was für einen IQ du hast oder wie reich oder wie arm oder wie dick oder wie dünn oder wie alt oder wie jung. Es ist so egal. Und das finde ich so eben. Das ist bei unserem Gott, der lebendig ist, einfach einzigartig. Das finde ich in keiner anderen Religion. Wirklich nicht. Und darum überzeugt mich mein Gott. Darum glaube ich von ganzem tiefstem Herzen, dass ich einem Gott diene, der wirklich wahrhaft, echt und lebendig ist. Ja, das ist ja auch so gegenteilig zur Welt. Also die Welt funktioniert ja genau andersrum. Genau. Das finde ich so faszinierend. Darf ich beten? Auf jeden Fall, Okay. mach das. Und Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du jeden Menschen genau gleich liebst, egal was er getan hat, egal wo er steht, egal was er ist oder eben nicht ist. Und ich danke dir, dass du uns einfach ein Verständnis schenkst für diese Gleichwertigkeit, die wir alle haben, irgendwo durch. Und ich danke dir, dass du hier keine Unterschiede machst, sondern dass wir noch staunen werden, was für Menschen eben mit uns zusammen dann im Himmel sein werden. Und ich danke dir, dass wir aber nicht auf das schauen, sondern auf dich. Und dass wir einfach eben ehrfürchtige, ich meine, wer kann das schon außer du? Wer kann schon Menschen, egal welchen Schlages, Alters, Nationen, Bevölkerung, wie auch immer, annehmen? Alle gleich, das kann niemand und das löst so eine krasse Ehrfurcht aus. Und ich danke dir, dass du uns dieses Verständnis immer und immer wieder schenkst, auch für uns selber, damit wir weder minderwertig noch stolz sein müssen, aber auch für unser Umfeld, damit wir nicht schubladisieren und Menschen in eine Schublade stecken. Das geht nicht und ich danke dir so fest, dass du uns da wirklich auch, dass du da Heilung ausgießt über uns Menschen. Und da spreche ich uns zu, wirklich, dass wir deine Augen bekommen, deine Ohren und mit deinem Herz fühlen dürfen, um uns und anderen Menschen Gutes zu tun. In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. So gut. Hey, ich lese die Verse kurz vor, weil sie in der gleiche Richtung gehen, aber dann möchte ich gerne auf andere nochmal eingehen. Und zwar, vielen Dank, Siri. Und zwar steht im Psalm 128, Vers 4, so reich beschenkt Gott den Mann, der ihm mit Ehrfurcht begegnet. Also es ist die gleiche Richtung. Ne? Begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, alle, die ihr zu ihm gehört. Denn wer ihn ernst nimmt, der muss keinen Mangel leiden. Im Psalm 34, Vers 10. Und dann steht nochmal im Psalm 85, Vers 10, ganz sicher wird er allen helfen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Finde ich mega, mega cool. Sehr, sehr coole Verse, die einfach nochmal in die gleiche Richtung gehen. Isa, jetzt habe ich aber einen Vers für dich hier, und zwar im Psalm 111, Vers 10 steht, alle Weisheit fängt damit an, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Mega, mega interessant, weil das ja deine Definition am Anfang auch war. Hey? Ja. Genau, eben im Alten Testament siehst du immer, wie das Gottesvolk in der Ehrfurcht und mit dieser Weisheit zusammen läuft, weil eben ohne Weisheit, du brauchst die Weisheit von Gott, damit du eben die Wege gehen kannst, die er dir zeigt. Und du brauchst die Ehrfurcht gegenüber Gott, damit du überhaupt auf ihn hörst, weil es heißt ja auch nur, wie heißt dieser Vers quasi, ich habe ihn mir hier aufgeschrieben, dass nur Dummköpfe die Weisheit und die Ehrfurcht Gottes ausschlagen, irgendwie so, oder? Okay. Und eben dann bist du dein eigener Herr und du kennst deinen eigenen Weg und du hast eben diesen Gott nicht nötig. Und es ist fatal, also das weiß ich natürlich erst, seit ich mit Jesus und seit ich mit Gott unterwegs bin. Es ist fatal, wenn du glaubst, eben, wie du sagst, dein eigener Mensch, also als Mensch dann bist du wie dein eigener Gott und das ist fatal, weil dann wirst du in die Irre geführt.
Und wenn du keine Ehrfurcht hast, dann läufst du so oft in falsche Richtungen und du bist nicht gesegnet. Und du fragst dich, wieso lässt Gott das zu, falls du dann Gott mal ins Spiel bringst. Aber ja eben, Weisheit ist einfach... Ich bete so oft um Weisheit, weil sie mir einfach fehlt. Und ich brauche diese Essenz, diese göttliche Weisheit, welche in mir eben wieder, da komme ich wieder, schließt sich der Kreis wieder, zu dieser Gottesfurcht komme, die eben gesund ist und göttlich ist. Ja. Mega spannend. Vanessa, kannst du einfach für uns da für die Weisheit beten? Auch für die Leute, die... Ich habe noch ein anderes Anliegen. Ja, Ich kann auch für beides beten. Ja, auf jeden Fall. Ja. Herr Vater, ich danke dir, dass du uns gerne deine Weisheit geben möchtest. Und wir wollen dich einfach heute um deinen Geist und um die Weisheit, die damit kommt, einfach bitten, dass du uns aufzeigst, wo wir vielleicht stolz geworden sind, wo wir unsere eigenen Wege und Ziele verfolgt haben, dass wir einfach heute zu dir umkehren dürfen und dich ganz neu auf den Thron in unserem Herzen setzen dürfen, Vater. Und ich danke dir einfach, ja, dass du deinen Helfer uns gegeben hast, den Heiligen Geist. Wir müssen es nicht alleine machen, wir müssen nicht alles alleine wissen oder alleine schaffen. Wir dürfen da auf deine Weisheit zurückgreifen. Und ich danke dir, dass du uns jetzt alles wegnimmst, was uns noch davon trennt. Vielleicht ist da auch noch Angst, die Kontrolle zu verlieren, Angst, vielleicht auch eine Religiosität, die noch da ist, die uns hindert, daran deinen Geist zu empfangen. Und wir danken dir, dürfen wir diese Angst und diese Kontrolle auch jetzt einfach abgeben und dürfen vertrauen, dass du es besser weißt, dass du der Architekt unseres Lebens bist und dass du am besten weißt, wozu wir da sind, wozu wir befähigt sind, wofür wir in dieser Zeit auch leben, Vater. Danke. Ich hatte jetzt gerade noch ein Bild, und zwar die Israeliten in der Wüste. Jedes Mal, wenn sie Gott die Ehre gegeben haben und eben in dieser Weisheit gelaufen sind, sind Wunder geschehen. Jedes Mal, wenn sie Gott den Respekt wieder nicht gegeben haben, wenn sie wieder respektlos waren, in dem Sinne, hey, wir brauchen jetzt einen anderen Gott, wir bauen uns jetzt ein Kalb oder was auch immer, dann ist es jedes Mal katastrophal, hat es geendet. Und ich denke, das ist ein Schlüssel, den wir für unser Leben nehmen können. Spannend. Oder? Gutes Bild, ja. Sehr cooles Bild, ja. Letzten Vers, den ich gerne mit uns nochmal angucken möchte, ist im Psalm 61, Vers 6. Und zwar steht da: Du hast mir das Erbe gegeben, das denen zusteht, die Ehrfurcht vor deinem großen Namen haben. Das finde ich einen sehr, sehr krassen Vers, oder? Das Erbe gegeben. Und ich glaube, je mehr wir darüber reden, ich weiß, am Anfang habe ich gesagt, dass Ehrfurcht, das Wort nicht so gut. Ich denke viel in Englisch, oder ich viel auf Englisch noch mache, und für mich macht das dieses Fear of God, was ja Ehrfurcht im Prinzip auf Deutsch, macht für mich ein bisschen mehr Sinn. Ich glaube, weil Fear of God halt God drin steckt und Ehrfurcht wir doch für andere Dinge auch noch nutzen außerhalb von Gott. Wenn man jetzt Fear of Leader oder Fear of irgendwas nochmal eingibt, dann ist es halt das, aber Fear of God ist halt die Ehrfurcht vor Gott direkt. Aber ich finde, wenn wir jetzt mehr über Ehrfurcht reden, einfach diese Hingabe von mir zu sagen, hey, Gott ist Gott und er möchte sein Königreich hier runterbringen und möchte mich auch dem hingeben, dass Gott das tut. Das macht für mich mega, mega Sinn, wenn es um das Thema Ehrfurcht geht. Und es ist schon krass, dass es eine Zusage, ein Versprechen ist, dass wir das Erbe bekommen und dass es denen zusteht, die Ehrfurcht vor seinem großen Namen haben. Sehr, sehr krass. Ja. Eben, und das ganz Krasse ist doch, wir sind lebendige Menschen und Gott hat den Heiligen Geist in uns hineingepflanzt. Ich meine nur schon das, dass ich Träger bin, eben von diesem Erbe, dass dieser Heilige Geist in mir lebt. Also das löst in mir eine unfassbare Ehrfurcht, eine unglaubliche Liebe, einen unglaublichen Respekt meinem Gott gegenüber aus. Das gibt mir ein unglaubliches Gewicht auch und gleichzeitig eine Leichtigkeit, einfach zu wissen, wow, wie krass. Und
diese Liebe, die in Markus 12 ja auch steht, eben du sollst deinen Herrn und Gott, eben das Gesetz, das Jesus zusammenfasst, was im Alten Testament die Gebote sind, fasst ja Jesus im Neuen Testament in 2 Sätzen zusammen. Du sollst deinen Herrn und Gott lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und mit allem, was du hast und bist, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da kann ich gar nicht anders als meinen Gott lieben von ganzem Herzen, wenn ich weiß eben, was er für mich getan hat. Und selbst wenn die Wunder, die ich mir wünsche, für die wir jetzt am Anfang gebetet haben, selbst wenn die Wunder, die ich mir wünsche, nicht eintreffen, ich werde trotzdem und genau umso mehr ehrfürchtig vor Gott stehen und sagen, du bist Gott, ich bin Mensch. Und wenn das Wunder nicht geschieht, dann, ich weiß nicht warum, ich kann es nicht erklären, aber ich werde nicht von dir ablassen, weil all das, was du uns hier gibst, das kann nicht sein, dass ich das wegwerfe und ihm keinen Respekt gebe, wenn Wunder nicht geschehen zum Beispiel. Ja, für mich ist es einfach, wenn jetzt ein Wunder nicht geschieht, ist es für mich einfach auch das Wissen, dass Gott es weiß, warum. Dass ich es nicht immer weiß, nicht immer verstehen kann, aber Gott weiß es, und dann kommt dieses Vertrauen wieder in den Vater, der mich liebt, und vielleicht hat es einen guten Grund, passiert es ja gerade jetzt nicht oder noch nicht. Und wenn ich sehe, was Gott für mich gegeben hat, dann muss ich sagen, ja, er schuldet mir ja auch gar nichts. Ja, genau. Also genau. Das ich schulde ist ein ihm ganz alles. guter Punkt. Ich schulde ihm mein ganzes Leben, und er schuldet mir nichts. Aber trotzdem gibt er mir sogar noch. Und darum ist mir krass. Hebräer 11, da diese Glaubenshelden, oder? Am Anfang kommen die Glaubenshelden, die gesehen haben, was sie geglaubt und gehofft haben auf dieser Erde. Und dann kommen diese, die es eben nicht gesehen haben und die einfach weiter geglaubt und gehofft haben. Und dann kommt so ein krasser Satz, wie der heißt, manche Menschen sind zu gut für diese Welt. Das ist doch auch so krass, oder? Irgendwie. Und die haben einfach geglaubt und vertraut und hatten diese Ehrfurcht. Und das ist einfach schon beinahe, wie soll ich sagen, sexy. Tönt jetzt doof, aber das ist so attraktiv. Menschen zu sehen, die Ehrfurcht vor Gott haben. Genial. Hey, was ein cooles Wort, um die Zeit auch irgendwo zu beenden, glaube ich. Einfach diese Hoffnung, dass das, was Gott macht, egal ob Wunder passieren oder nicht, wenn wir uns einfach Gott ausrichten und sagen, hey, wir vertrauen dir einfach und wir ehren dich, wir geben dir diese Ehrfurcht von ganzem Herzen, nicht weil du etwas für uns tun kannst, sondern wir geben es dir, weil er es verdient, weil er der Größte ist. Und wenn die Wunder dann passieren, dann ist es mega. Aber selbst wenn die Wunder nicht passieren, ist es trotzdem so genial. Hey, ich hab's geliebt, auch was im Chat heute abgegangen ist. Einfach, dass ihr einfach füreinander, miteinander gebetet habt. So cool zu sehen. Lass uns das weitermachen. Wir haben eine Gebetswand. Das ist einfach unter icf.ch/Gebet. Findest du die Gebetswand. Jeder kann da drauf posten und jeder kann dort draufklicken, um einfach auch zu beten. Lass uns diese Kultur, die wir hier Dienstagmittag haben, lass uns die einfach weiterführen und mit in die Woche einfach mit reinnehmen, damit wir einfach weiterhin füreinander, miteinander einfach beten können. Das finde ich persönlich absolut genial. Ich werde gleich nochmal kurz 2 Sachen sagen, aber Vanessa, könntest du zum Abschluss noch mit uns einfach beten für das? Ja. Danke dir. Ich danke dir, Gott, dass du in unserem Leben Wunder tun willst. Und ich danke dir, dass wir diese Wunder sehen dürfen. Und ja, vielleicht sind wir schon einige Zeit am Beten und es passiert nichts. Und ich bete da einfach für die Weisheit, was wir beten dürfen. Es steht in deinem Wort, dass du uns die richtigen Worte geben willst zum Beten. Ich bitte da, dass wir einfach die Weisheit bekommen, für was wir beten dürfen. Und ich danke dir, dass dort, wo wir in dieser Weisheit und in dieser Heiligen Geistes geführten
Gebeten auch dein Eingreifen erleben werden, Vater. Ich danke dir, dass du eingreifen wirst und willst und dass du uns aber auch die Kraft gibst zu glauben, auch wenn nichts passiert. Dass du uns da die Stärke gibst, durchzuhalten. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hey, ich möchte gerne eine Sache noch sagen, und zwar, ich habe es gerade schon gesagt, ich finde die Kultur in diesem Chat am Dienstag extrem cool. Und wenn du Interesse hättest, auch im Chat-Team mal mitzuarbeiten, ob das am Dienstag ist oder vielleicht sogar auch am Sonntag, melde dich bei uns unter icf.ch/connect und dann wird entweder ich oder Jeanette oder Simone oder jemand anderes aus dem Team sich mit dir in Verbindung setzen, weil ich finde es einfach cool, wenn wir das Team einfach auch ein bisschen erweitern, weil wir haben ein Hammer-Team, die wirklich so viel Zeit und Energie aufwenden, um mit euch gemeinsam einfach einen wirklich guten Sonntag und einen guten Dienstag zu haben. Aber ich finde es cool, wenn wir das Team einfach erweitern können. Deswegen icf.ch/connect und dann könnt ihr einfach reinschreiben, dass ihr zum Thema Chat einfach mehr Informationen haben wollt und dann würden wir uns bei euch melden. Das andere, was ich gesehen habe im Chat heute auch, ist, dass wir ein paar Leute auch aus Amerika mit dabei haben, was richtig cool ist. Ich habe gesehen, dass du aus Minnesota dabei bist. Wir haben tatsächlich mittlerweile ein paar Leute aus Amerika, die dienstags und sonntags mit dabei sind und jetzt letzten Sonntag hatte ich im Chat ein Gespräch mit jemandem, die eine Small Group in Amerika starten möchte. Wenn du auch Teil von der Gruppe sein möchtest, dann melde dich auch bei uns. Unter dem gleichen Link icf.ch/connect kannst du dich melden, dann können wir dich nämlich auch mit den anderen in Amerika direkt mit in Verbindung setzen und eine Small Group dort vor Ort starten. Oder wenn du einfach noch nicht Teil von einer Small Group oder vielleicht sogar einer Microchurch bist, aber Teil von einer werden möchtest, dann melde dich einfach unter dem Link icf.ch/connect, weil ich glaube, das ist wirklich das, wo Gemeinschaft wirklich passiert ist, wenn wir unter der Woche einfach gemeinsam füreinander beten können, miteinander diesen Austausch haben können, einfach das Leben miteinander teilen. Und ich glaube, dass wir heutzutage die Möglichkeit haben, das wirklich online sehr, sehr gut über Sachen wie Zoom oder Google Meet oder wie auch immer einfach sehr, sehr gut nutzen können, um diese Gemeinschaft einfach zu leben. Hey, so schön, dass du dabei warst, so schön, dass wir einfach echt einen coolen Austausch hier miteinander hatten. Danke euch für eure Zeit, danke, dass wir den Austausch, dieses Gebet einfach miteinander haben konnten und ich wünsche euch einen wunderschönen Dienstag, Mittag, Nachmittag und wir sehen uns am kommenden Sonntag. Bis denn.